sehr schön hier zu sein. Mein Name ist Heidi. Und ich bin Heidi Giesbrecht. Ich habe mich noch sogar gefragt, dass es 6 Jahre dat ich so heute. Ich habe mich mit Giesbrecht befreit. Und ich komme aus Bolivien. Und das ist für meine Ehe hier zu sein. Ich bin 37 Jahre alt, oder ja, 37 Jahre. Und ich komme, geboren bin ich in Brasilien, in Witmersen. Und als ich groot geworden, da haben sie mich ertrokken, oder haben sie wenigstens gesagt, meine Mutter sagt hier auch, man bloß Misere hier hin. Man sehr Schmack sein, weil wir in Bolivien sein. Jetzt der ist hier auch. Und ja, und ich in Paraguay war sehr gut geworden. Paraguay está en mi corazón. Schero haiku. Dat is mijn Guarani wat ik best kon. En ik woon in Paraguay van 2008 tot 2011. 4 jaar wie ik in Santa. En het is zapaterie. Ik weet niet of je dat weet, hier in Santa, wanneer man bloß eine Show daheim treibt, dann kommst du mit dem Partner derut. Und bei uns wird es auch so, bloß wie wir ein paar Jahre bieten, dann fallen es wie Heu an zu können küssen im Santa oder bei Frie oder was immer. So, die Geschichte kommt nach Lothar, weil dort kommt, dass ich mich in Sommerfelder fliege. Mensch, nie gedacht, dass ich nach Wort Elade Lactolanda mit gebrühten Empanadas Taublinien noch wird nach Wajchmoaka. So. Emma Hans, Paraguay ist ganz in mein Hort Berne, all von 2008. Als ich das erste Mal nach Paraguay kam, dann dachte ich, was haben die Fries für feine Taschen? So eine runde Tasche, da hängt immer noch was. Ich dachte so, was ist das? Jeder Früh und jeder Morgen, wie 40 Grad in Asunción, so eine Lade, ich fand die Sache ab, einmal sage ich, das wäre Thermos. Mensch, dachte ich, was ran denn mit ihrer Thermos ran? Dann stieg ich in den Basen und dachte ich brauche einen Thermos, wie es nicht hat, wie die meisten verschmelten. So, dort ist 4 Jahre von meinem Leben habe ich in das Land gelebt. Und ich sehe das sehr gut geworden. Immer war da Rede, oh, Paraguay. Wenn ich nach Paraguay fahre, das ist für mich so, für viele Menschen irgendwo nach dem, weiß nicht, eine sehr besondere Reise, das ist immer für mich Paraguay. Wir sind noch mal Großbad Mariscal nach Chapio Empanadas. Das ist bloß in Paraguay sein. Und ja, ich habe mich befreit mit den Sommerfeldern aus Campo Nueve. Hij weer Desaster. En eine Familie en ik zei immer Desaster en de basta. En hij eerder als zijn pa is hier uit Fernheim en mijn schwimmer is van Sommerfeld. En we hebben 2 Kinder. Eins Timoteo, dat is 2 jaar, 2 Monate. En dan hebben we nog een Liam. Dat is ons Quarantänebaby. Dat komt dan als we alle niet in Krankenhaus kunnen. Dan op eenmaal, denk ik niet zo, dat 2. Ich dachte, das erste Kind habe ich mal operiert, das ist eine Cesaria, wie es der soll. Der dreht sich nicht an. Und dann habe ich 1 Jahr und 7 Monate Lothar, kriege ich das Zweite. Ich bin mir sicher, der würde mir den Bock abschneiden. Was für eine Frau auf dieser Welt war der Parto normal Lothar, wenn du noch mal für 1 Jahr und 7 Monate ein Kind hast. Und wie wir Mädel in der Quarantäne, und das geht nicht so, kommen uns Baby mit einem Parto normal in der ersten 10 Monate. So, was tun wir? Wir sind in Bolivien. Ich sehe dann 6 Jahre. Und wir arbeiten mit Menschen, mit politischen Menschen. Mit Menschen, die aus der Ukraine kommen, die al lang buiten sind, die noch mal 4 Jahre gekommen sind. Wir arbeiten mit Jugend, die uitgekleefd sind, mit was sich beziert haben, was sich nicht beziert haben, mit Männern, die einen großen Kokaball haben, was immer. Einfach, wir leben und arbeiten einfach mit politischen Menschen. Wir machen auch Campamentos, das mit Impact Vertikal. Und dann haben wir noch ein YouTube-Programm, wir reden noch immer über YouTube-Ekran, habe ich vielleicht noch mal irgendwie sein. Und dann sind wir nu meist 2 Jahre Prediger, nu sind echt noch eine Prediger früh geworden. So, wir haben den Joy angefangen, Gott weiß uns dort so klar, wir sollen eine politische, ganz politisch, eine Joy ran, da wir all, aber Gott weiß uns dort, und die soll nie das Leben Joy halten, und da sind wir die Pastores. Das ist was wir tun. Ans Tag ist immer voll, unsere Werke, das ist Montag, und dann wir dreimal so mit unseren Jugend, dann ist es wahr, Sinne, so wusig, ran an unsere Tag, das Leben, das Pflicht in Bolivien.
So, wenn die dort hier langweilig fährt, da, wat wir haben, wenn wir Bolivien fahren, kommt nach Bolivien, da ist so viel Arbeit, da ist so viel Not, da sind so viele Menschen. Alles Plattische, die sind alle mit Räpspe, in Glams, in Brennetje, in, wat noch, Barsch, groot geworden, aber die kennen nicht Jesus. Die kennen nicht den Radar. Die kennen alles, was wir auch kennen, aber das Wichtigste haben sie nicht. Und darum sind wir da. Dass wir einfach Menschen den Weg aufmachen, dass sie kennen. Jesus kennenlernen. Und dann kriege ich ein WhatsApp von Joanna. Sie fragt mich, wie können wir nach Paraguay kommen, ab einem Plattischer Fruestrafen, ich hier reden kann. Und ich zie ook sehr spontaan, wat je nog aan wil. Ik wil fietsen zijn, maar ik dacht, ik wil me nog best die fietsen nog. Ik wil nog best wachten op wat dagen. Dan bid ik eerst en zeg, God, wees me fiets. Fiets de timer en fiets wat ik zei, dat komt zo. Dat is best wie Marianne. Dat brukt manchmal eine Nacht, manchmal brukt het een jaar. Aber manchmal dan is het, dat God zegt wie fiets. Daarvoor je gaan. Dus wie wist je niet, wat die grens op zijn, waar komen we naar Bolivien? Irgendwo durch im Struck ranen, oder durch eine Kanada hier, oder Picala, oder waar man das sagt. Aber die war ich so op. Gott haft. Und wenn jemand, eigentlich, diese Grenze ist meins open, die können über Jet kommen, aber die hat viel Schein an. Fertig ist alles Asphalt. Früher, die können alle nach Bolivien kommen. Ich sehe nach Paraguay kommen, wo wir gedacht haben, wie vor ein Einlag nennen, ein anderes Tier nennen, so schlecht wie die war. Aber nu, dat wat ik jacht nog zo. De weg is nu veel scherp, dat je veel boezje. Je hebt bloos sehr schnell. Bloos terrorij metnemen en weg naar Bolivien. So, in der Thema ist Weichmerken. Wer ist uns Weichmerken? Gott. Gott macht immer ein Weich. Das Beste, was Gott doen kann in ons Leben, dat is een Weich opmaken. Dat is de beste Arbeit, die hij doen kan. Hij heeft ons gemaakt als mensen. Adam en Eifje, daar im Jardin oder wie heißt das, im Paradies. Und er macht die Welt. Alles macht er von uns. Und dann kommt die Sünde, dann kommt die Tod. Und dann muss Gott weiter eine Idee haben. Und das schafft nicht. Wir können nicht mehr mit dem Menschen durchkommen. Da wäre eine Wand. Die weich wie, die hat eine Tranke oder eine Wand. Das schafft nicht mehr. So, was wäre die Idee? Jesus kam, starb für uns, mit der Schriften sind wir groß geworden. Der Himmel ist oben für uns und wir können eine Ewigkeit mit Gott verbunden sein. Für immer, für immer, für immer und für immer. Wir können uns das nicht mehr verstehen. Jetzt uns kappt der Rückweg. Und wir weiter wollen immer und immer und immer. Und dort wir nach Hause sehen wir im Himmel, dort wir nach Hause auf Gott gehen und dort wir kriegen nie einen Charpa, wir kriegen nie einen Namen und dort ist immer und immer und immer. Dat is wat God voor ons rijk gemaakt heeft. En jeder Tag fängt eine neue Geschichte an. Jeder Tag ist Gott rijk ein Weich aufzumachen. Jeder Tag will Gott ein Weich aufmachen für den Menschen. Und das fängt im Krankenhaus an. Nee, das fängt viel eher an. Das fängt im Bad an. Wenn wir Sex haben. Dann wollen wir schwanger. Und dann nehmen wir das Lutter. Und da will Gott anfangen, ein Weich aufzumachen. Dann wo wir geboren in irgendeinem Krankenhaus oder Tüß, dann sind wir erstmal ein Baby, dann sind wir 10 Jahre, und dann kommen unsere Teensjahre oder junge Jugend oder was immer wir das nennen, und dann sind wir Jugend, und dann fangen wir uns an, uns interessieren an Junges, dann befreien wir uns. Ist das hier so ein Chaco? Nee, ist das hier ein bisschen anders? Es kreit auf der ganzen Welt überall. Dann kommen die 10 Jahre, dann kommen irgendwann die großen 10 Jahre, dann irgendwann ist man alt, dann trägt man witte Haare, oder trägt man halt Eier, noch ein bisschen Speikrabe, ist alles da, dann stirbt man. Und das ist in jeder Leben überall. Du kannst nicht, dass das groß geboren wurde. Wir haben alle eine Kindheit, wir haben alle eine Jugend hinter uns. Wir sind alle auf diesem Weg. Und Gott, der ist der Ratste, was interessiert ist in uns Leben, im Weich
op te maken. En jeder leven wil God een weg opmaken. En dat is jeder dag, jeder stund en jeder moment. Hij is die wat ons de troubles heeft. Hij heeft ons de problemen, waar immer wie die nannen. Wat deed hij dan? Hij deed dat zoals het in Bolivien is. In Bolivien, jeder paar kilometer, je is een tranke. Dan mag wie de politie een Bolivianer geven, voor een kakabal of voor een, wie nannen dat? Coquita geld, ja. Dat is dat zo. Aber solange als dort Strang durch getast ist, schau ich nicht wieder vor. Gestern habe ich den ganzen Tag belebt. Das ist nicht schlimm, das Landschaft blöse. Am Anfang rede ich mich so, ich zitiere, das ist Korruption, wie jemand die Männer hier Geld, die hat das nicht. Rede ich mal auf. Wie waren 10 Bolivianos plus ein Sentiment nehmen, wie sehen wir den Heidi? Sei das doch nun so. Jeder Polizist kriegt ein Peise von uns, das ist ein Wie wir den nicht anderen, wie wir den einfach. Na ja, aber wat wollen wir das ja? Das ist den Sachen, das ist es. So, aber solange es dort streng getast ist, stehe wieder, ich sehe hier, früher, ich kann auch nicht fertig sein, ein versichtliches Tschengen stellt der Hölle, und jeder Rand betonen. Das tue ich nur und sag's ja. Ihr schaut, wenn ich Tschengen habe, kann ich nach Westen sein, wenn ich sie zu drachen fertig. So ist das mit Gott. Hij ist der, der dort streng raufhaut. En die gaan ons weg wieder. Hij is interessiert. Jeder dag, jeder moment, krijgt nu. En goede momenten en slechte momenten ons den weg op te maken. Ook een Covid-tijd. Wo wir glauben, wie scheite Hestacker. Met barbijos, oder wat heet het hier? Tapabocas? Heet het tapabocas? Warum heet het niet plus tapabocas? Das ist bloß ein Müll. Nein, tapabocas, whatever. Vielleicht habe ich eins für das 2, aber jetzt wie rede ich so viel. Ook een Covid-tijd, wo wir glauben, dat is nu een jaar, dat die Welt das immer gedreht. Wir können nicht, eine Frisette wie die kostet nicht mal mehr, die nicht hängen, aber raus. Mensch, dachte ich, das schafft doch nicht. Wo soll ich mein, wo hilfst ein Kind von einem Flur ab, wo es nicht anfuttern kostet, das schafft ihr, wer hilfst nicht. So, die Welt, ook wann die Hestag abschütt mit dem Covid, en wie Christen, ook meestal touw met zoveel Noorrechten wat we schreeuwen, danach wil God een weg opmaken. Ik zie groot geworden in Witmersum in Brazilië. In onze familie waren 5 personen. Mijn pa, mijn ma en 2 meisjes. Oder 2 meisjes, waar immer wieder namen. En nu zijn er plus nog 3. Mijn pa is gestorven voor 3 jaar, 3,5 jaar. Nu is nog mijn ma, die is naar Bolivien getrokken, die is in de weetvrouw. Wanneer was van hen her wat vertellen, oder Mario. En ik ga nog 61 in Brazilië. Zo wie waren 5 personen, doch in mijn familie. Ik had immer gedacht, dat is perfect. Ik wilde bloß nog de jongens te helpen, maar die waren dan niet zo, dan moest wie. So, wie malt je ook, oder wie helpen, immer malt je, wir haben wirklich nicht so viel und jeder steht trocken oder wir heute die Maschine, die Süß, aber wie wir auch noch, wie müssen wir das junge Fei fördern und wie müssen die Tee holen und das wird terrible für uns, wie müssen nach dem kleinen Ried fahren, immer die Fei noch machen. Und wir spielen auch immer blind, wie immer die Blinde in mir saßen, wie die, was mir lernen, die dann immer, wenn ein frischer Schiedklampe wird, wo klein erklären, und dann brüllen die sich ein. So steht sie erklärt geworden. Wir haben keine Jungs, wem soll wir schicken? Wir haben bloß mit saßen. Mein Paar hat Tee, und wir machen noch Cheese, und wir haben geplant nach Jalmeer, und mussten Jalmeer waschen, in Ierbeerenplekje, und 5 Houderen mit dem Masker. Wirklich, als die ook zo groot geworden zijn, aber so, sie echt groot geworden. Wir mussten immer halten, wie rot. Mein Pa sagt, von oben der Stoff, da wird es so. Nicht wie immer. Und wenn wir dann zu Weihnachten kommen, dann sagt er, wenn die ein Geschenk wäre, aber dann muss wir ran. So, ich sehe eine Schule auch groot geworden, wir mussten noch einmal zur Schule. Kalt, Mess verloren, wird man so ein Jäckchen da. Und ja, minus. En mijn ouders hadden immer een leven met veel arbeid, aber wenig geld. Ik weet niet of het zo'n Chaco is, aber wir haben nie gehungert, wir hadden immer untertragen, wir fuhren auch immer für Weihnachten noch naar de Stadt, was sie Kleider kaufen und Show. Und mein Pa, der sagt immer, so wenn die wissen, dass wir irgendwo in der Freizeit wollen, oder was dann verkauft die,
Dan had hij immer chalva handels en kaft chalva en verkauft chalva en Schwein. En wir haben immer gelebt. Aber niemals sei er rief und Geld. Man wie eine Reise machen will, dann mag wie Wurst. Dann verkauft wie Wurst. Und wird man so, oder die Mennoniten, die in einer Stadt wohnen, das ist in Curitiba, dann fuhr wir mit uns fertig, da Wurst verkauft, dann haben wir dann mag wie eine Reise. Wenn es meine Mann, die kommen von ganz Südbrasilien, und als die sich mal befreit, dann hat mir ein paar meine Opa und Oma das versprochen, meine Großeltern, einmal das Jahr wird sie in früh Träg führen. Das aus dem Beseke vorher, ja. Als het nou geld weer oder nicht, die heeft dat mes, wir sind mes jeder Jahr einmal naar meine Großeltern gefahren. Und mit wat wir geld voeren? Met Wurstgeld. So. In mijn Bauch had ik nog einmal sehr gut, het had veel Wurst verschenkt, aber so ist das was wie groot. Aber in Wittmersum, wenn du nicht so viel Geld hast, ich will nicht konnotieren, ich hoffe, das ess hier nicht so, dann ess man nicht so ungesehen. Und dann habe ich noch ganz scheive Täne. Deze verste die weer in de wijn en deze besieding stukken ganz boven zo, den andere meer een schuld naar vampiro. Dus ik had zo'n, en ik dacht, man, wat voor een troublesheimles. We hadden niet geld, nu zie ik nog vampiro, mijn ouders hadden niet geld. Dan weer dat, maar man deze isaatjes, dan de messen fertig vertellen. Want die briest is een moe dat we mes geld weer. Zoveel geld moesten gaan. Und wir haben das nicht. Wie musste sein, dass wir unsere Wurst wir noch einmal können besser wegfahren? Meine Eltern hatten Schulden, wie die Kooperative. Da wären nicht Jungs, die uns helfen können. So, das wäre mein Leben. Aber dann noch, wie wir sehr glücklich. Wenn ich nu terugdenk, ich würde meine Kinder, wenn ich komme, würde ich die Kreuze terug. Mit Arbeit, mit Tschägen holen, was immer. Was immer. Schwein, Stollet mesten, Eier waschen, ja, mehr rubbeln, was immer. Wurst machen. Arbeiten is wat zij goed. Maar je niet kunnen leren arbeiten, dan leert den arbeiten. Wir haben eine Generation, ich weiß nicht, was das hier ist, aber wir haben eine Generation, wo die Glaube, das fällt alles vom Himmel. Das Leben ist ein Knopf. Du drückst auf den Knopf und das Leben, das passiert. Das ist nicht so. Leert du nicht. Aber der schallert den, schockelt den in den Bauch. Dann denke ich, wel opstaan. Ons leven is niet aan aarde zetten. Ons leven is niet bloos hier van, maar is als sie. Ik weet het schwör. Jeder Mensch kostet, die dich abstunden oder einen anderen Menschen leren arbeiten. Aber leert den arbeiten. Die leert den arbeiten. So word ik groot. Ganz leidlich. Ik word mijn Kinder kreuzen ertragen. En wanneer die mij worden zeggen, Mama, einer kann noch ein bisschen reden, aber das schwer dich abbringen, ist auch sehr schwer. Aber danach denkt man das. Danach, wenn wir das nicht tun oder er das nicht tun, wer soll das tun? In meinem Leben, ich sie an 3 Tagen die geboren, Feiertag für Weihnachten, den 21. Dezember. Und bei dem Jahr 2000 wird dort mein Leben. Und wird man so unter Schule wohnen, Wurst machen, kommst waschen, wenn es wieder ein bisschen von alles, wenn es bloß von der Marktwirtschaft können wir nicht leben bleiben. Und dann kommt noch das Äußere, würde man sagen. Meine Schwester, die wir ein bisschen alles echt, die wir auch geraten, wie immer, wenn man sehr gut, ich sehe nicht so gut gewaschen. Weil es sehr fein ist, ich fast kreite meinen Mund, wir sind meist überall. Hij is 1 centimeter, dus 1 centimeter geraten, dat zegt hij ook allebei. Einmal Hans, mit XL an heißt sie ja, es ist aber jetzt ein bisschen. Ich habe meine Schwimmer, das ist eine Heidi Giesbrecht, das ist ganz klein. Der war so ein Fan, aber auch so, das, was man Winnie die Pooh, die aber auch so, ja, das ist so. So, und wie wir 17 Jahre, wie wir im Jahr 2000, in meinem Paar sagte mir, weißt du was? Ich konnte schon ein Wittmersum nicht mehr betonen. Entweder du warst zu smalchen, oder du fährst nach Palmera, dort ist eine Stadt, die ist 30 Kilometer von Wittmersum, da kannst du umsonst lernen, zu Ovens. Wenn es deine Schwester, die treibt nicht in der Stadt, die wollte nur lernen als Massagista, als Treichmerker. Nicht Weichmerker, Treichmerker. Die will dort lernen, die hat dort an ihre Hänge, die hat eine Golf, und ich kann die aber nicht die Schule tun. Was weißt du? Du smalchen? Oder nur die Schule vor. Dann war ich ein Wert nur die Schule vor. Dort wäre alles die Brasileiros ihre Arbeit tun. Das würde hier so sein, als wenn die Paraguayer ihre Tschenja mit einem Boss würde
naar Nederland varen, dat is 30 kilometer van hier, of Fernheim, dat is gelijk doorgaan. En die worden jullie niet gaan matchen. En ik weet het, en ik zei tegen mijn pa, hij zei tegen mij, oder du malst thuis, oder du fährst zur Schule. En hij zei immer zu mir, der Bleistift ist leichter als der Spoden. Wenn du leren was, dann leren. Dat is umsonst, wie worden blust, maar wie man de bluste was betoont. Zo, wat blijf je daar? Ik vond het zo. Ik dacht, een mens, dat is je, de gelegenheid kun je nog mijn secundaria maken, oder dat 10e, dat 11e, dat 12e jaar, zo wie dat dan. En ik zei aan de baas, ik weet de einzige wat Duits kan, oder Duits, Plattdeutsch, dat onder weer alles Brasileiro. Dan zie je nog dat vriendschap, dat reed zich nog op. Ze zei mij, je bent verrekt. Zo'n Rubia, zo'n witte hoorder maakt die schwatters. Dat reden de mensen. Wo doe je dat? Maar dat weet de weg. Dat weet de einzige weg. Oder am Sonst leren, oder tussen mij. Zo, dan vang ik aan Palmera om de show te gaan. Klakshaus voor de bus bij de coöperatief los. We hadden niet fertig. Mijn ouders hadden, we hadden fertig, maar dat had niet papieren. Dat deed dat volgens niet. Dat wil immer niet. Krijgt man wie alle rijden zaten te chas voor. Dan springt dat niet aan. Aber ernsthaft, we hadden fertig. En dat voelde aber nicht immer. Aber da wir auch nicht immer Geld für Nafta. Ten mij wat de coöperatief is. Dus ik ran te veel. Ik deed even dag putzen, wie andere families, Rijnbok. Ik ging niet zo vreemd. Die eine Familie had da jährlich veel Hund, seine Warsches Hund. Ich leg die Hund nach Bad von Dorschendag. Und die in eine Bootwohnboot und ich muss die Hohe alle ablesen. Por favor. Ich denke, was dort, wie mir noch absteht. Und die andere Familie wäre dem was sie immer geschnackt. Die begonnen sich noch mal mit Wutter. Ich dachte, ein Wohnterrorismus sich angekommen. Wenn die auf einmal Mädels der nimmt die Mann und geht die Frau mal noch. Ich dachte, das ist so korrupt. Das sie hier aus dem Hospicio, oder was heißt das, wie die Locken sind, dort will ich meine Arbeit stehen. Ich war da Arbeit, dort ich mein bestes Geld verdienen, ich muss noch den Bus betonen, und zu abends joch ich jede Abend nach Palmera. In Lier, ich weiß nicht, was mir im Sinn kommt, aber das ging mir, weil man so schön, und ich hatte auch einen Freund, und ich kann ja auch Portugies, ich bin ganz Brasileiro, oder mit Portugies groß geworden. Und dann fand ich das Schuljahr dann an im März, was November. Und ich hatte so eine gute Note. Ich weiß nicht, was für Fiber in mir ankommen, aber ich bin in einer Privatschule groß geworden. So, ich verstand zu lernen. Ich verstand auch gute Trabajos auf die Ebene. Ich sehe ein bisschen kreativ und ich mochte das immer ein bisschen bunt. Ich krieg gut und ich dachte immer, sind die Lehrer ganz am Sand, dass die mir so eine gute Note. Aber ich hatte gute Note. Einmal Hans, ein Abend im November, den 30. November. Komen die naar mij, de directeur, en zegt, Maria, is aan de bank en dus staat een entrevista, een gesprek, en wie had die uitgezegd? Man, dacht ik met mijn vampirotenen en ik zie van Wittmer zo, ja, wie had die uitgezegd? Du en dan nog twee andere Schüler. Die zullen niet te laat komen, die moeten Maria klaptiens morgens bij de bank zijn en die zullen hun smak aantrekken. Zo ist man eine Bank schafft. Mensch, was wisst ich von Banken? Ich hol nicht eine Quente oder was, aber ich von höchsten so jämmerlich froh und glücklich. Und dann noch nicht WhatsApp, das die kosten nur ein Eierscheck. Ich kann das bei meine ganze Familie. Ich sehe, das ist ein Wunder passiert. Mario kann ich in Palmera eine Entrevista machen, kann ich eine Rede mit der Bankmann. Das sind 3 Studenten und einer kann da arbeiten. Mensch, und dann sehe ich, und ich mag mich noch über Geschmack umtrecken. Und wie, ich habe nicht mal was. Meine Mutter, meine Schwester, Kleid, die wir einen halben Meter gratis sagen, nicht noch, aber Kleid 2 dran. Mit dem Nebenschied, noch das Kleid, ob die noch die Lande. Und wie praste das noch? Und ich dachte, aber was für eine Show. Ich kann nicht Show, aber ich weiß, meine Patrone, wie die eine Familie, ich hat noch, der Oberoberste schafft die gibt noch. En ik zat in wie 17 Jahre. Und die hat 3 kleine Mädchen. Die hat so einen schmacken Papa von Deutschland. Wenn die mir einmal sagt, dann spielen ich Papa. Dann fuhr ich mit das Wort. Die hat so einen schmacken Babyborn wie die Marke. Das war so ein Traum für mich.
daar schafte ik ook. En die wist, en die vroeg, ik moest aan de show Olaf in gaan staan. En Emily checkte dan probeerde ik show. En check was smaken, dit en ik had was ook een smaken show. Jedes Mal an einer der Stadt fuhr, dann brachte eine das show. En ik dacht zo, daar wo ik nog 's morgens gaan aan, vroeg die mij nog kon show liegen. Ik plak 2 glaube ich, habe ich genäht und dann ich noch bosig einmal schluppen. Und dann den anderen Mal ran, ich nur meine Nummer. Ute, kannst du mich Schuhe borgen? Die haben mich in der Bank gefragt, ein Entrevista zu machen. Jo, zei je, ich plus meine Show. Und dann zei mein Papa, ich kann die euch, wo wärst du in Palmera? Ich kann die euch handführen. Mein Vater, ich habe nicht Papiere und ich habe nicht Nafte. Nou, wat doen we dat dan? En ik had mijn ganze Kleider al aan de lucht. Ik wilde zitten naar de bank aankomen en dan wilde ik nog mijn bosje aantrekken. En nou, hij had niet geld. Dan zei ik, nou dan 4 Minuten AMB. AMB is een missionsorganisatie. En dat maar zo, die vorig jeden dag naar Palmera met eten maken en Kleider verdelen. Mijn pa 4 Minuten AMB. Zo wie jagen de haan. Jo, dat wordt flits een combi. Weet je wat een combi is? Wat flits een combi los voor? So, ich sagte ihm vor, ich mit meinen Lösch abgeschirmt in Bach. Ja, wie war es los? War bloß noch eine Dose anpacken. Noch ein paar Kilo Riesen, noch ein paar Becher, noch ein paar Bibeln. Ich dachte, Mensch, ich soll nicht hinkommen, die packen. Ich konnte 5-mal mich antragen, aber ich will nicht ran mich antragen, aber würde losfahren. Emma Hans, 5 Vertieren, jo, wie los. Klappt wie meine Interviews. Ich sagte den Erwin, schaut's up. Schatz op in zetste gelegenheid van mijn leven. Hey Erwin, met een oude combi. Jobbi no Palmera. So, wir kommen op in Palmera 20 notieren an. En ik had nog even mijn lush. Dan had ik alles bij. Mijn Kleider, mijn show. Kom naar Palmera. Kom ik dat ze na? Dan steht de eine wie meine Kompagnie an der Show. Und der hat sich noch gecharmt und noch verfändet. Und ich sagte, du hast die Butsch. Und nur nicht wie die Butsch. Und dann kam die Jungen. Eiseband oder je schlips, de hoorn hängen gelegt, ik dacht, de mens, dem zit het uit als wanneer zich befrieren. En ik denk, plus de bootstoel. Ik zeg, wil je me nog optrekken? Dan kwam de gevoets de bankman dan en zegt, zo, de entrevista vangt nu aan. Mensch, dacht ik, mijn maag, dat half 2 de nacht geneet. Dat ze alles in deze lush, werden deze typ, werden in de show van de Obersche. Nou ja. Wie muss eine Interview machen? Wie muss von ans Leben vertellen? Was wie deinen wie von Wittmer Serien? Wie malten? Wie morgen noch Cheisen? Wie wasche ich auch mehr? Ich vertelle einfach von meinem Leben. Ich war da, und dann gehe ich nach Putze und dann zu uns komme ich hier nach Palmera zu schauen. Okay? Hast du irgendeinen Traum? Ja, ich will einmal mit Menschen zu schauen. Ich lege mit Menschen zu reden. Und was du verstanden, was zu checken? Ja, ik wil wat verschillende te verchecken. Nou ja, en dan bij de entrevista gevoerd ik had, nou wat had ik dan? Een remera en de bags en show, all stars. En mijn fijne bankkleider weer een tuut. Zo. En daar voer ik naar huis. Zocht ik me in Wittmer zomaar in Palmera, zie je weet wat? Ik ga grootste bankintervista gemaakt, die vloegmeester waar ik niet. Van die familie, wie wordt door nog maar een bank geschoven? Josie, ik weet, die had me gevraagd en ik ga nu een gereed en ik ga nu naar huis. En als ik naar huis kom, dan zegt mijn man te mij, du bent er gekomen. De hele Jezus heeft mij dat door verteld. Du bent er gekomen. Ik dacht, mijn Kleider weer en een lust, dat gaf alles niet die. Kleine Fenner opzat, dat heb ik me aangetrokken. Nou, zegt ze, dat wordt niet, best er gekomen. En ik voel zo ons te schauen, en wem blijf ik weer daar gekomen? Ik ben daar gekomen. En dat, man, ik nu terugcheck, dat is de eerste weg. Die gaat ganz ophoek. Ganz. Het is een dood voor die Kleider zet. Op die show, het is ganz dood. Het gaat alles dood, man. Ga je wel? Ga je wel een wachtje maken? Dat maakt geen wachtje. Die mij al, die Heidi, van die levens. Die vangt aan de bank. Vangt aan de bank aan te schaffen. Met ihre Vampire-Themen. Und Lothar raubt die Gerente dann irgendwann min vor und sagt, ich kann sehr gut schaffen, ich kann sehr gut reden. Ich muss doch noch Seguros verkaufen. So Seguro de Vida und so Fanny. muss ik die mensen door vertrouwen. En hij zei te mijn pa,
Investier in dir. Wenn du, wie viel Tee hast du im Shop? Na, 10 Tee. Dann verzeih eine. Oder verzeih ein Rind. Und bring das nach dem Doktor. Dort kannst du mal Tee haben. In Luther habe ich dann könnt fixen. Ich kann das nicht mit meinem Geld betonen. Ich sollte eine Bank verdienen. Das wird besser Taschengeld. Das ist doch wenig sehr viel. Aber das wie ja, das wie mein erster soll eine Bank. So, ich schaffe 2 Jahre. Ich wüsste doch, das wäre für 2 Jahre. Das wäre im Jahr 2001 und 2002. Schaffe ich da. Und dann sehe ich zu Gott, was soll ich nehmen? Nu habe ich meine Sekundariat vor ich. Der wohne Universität op deze Welt soll ich kunnen. Wer wird dort betonen? Zie ik, heb ze kleurtje nog dat ik irgendeine gratis Universität nemen. Ich weiß nicht. Und ich fange an zu reden, ich habe mal einen anderen Land. Ich will noch niemals über die Grenze fahren. Und da in der Bank hat es auch angefangen, dass ich auch von Wittmer sind wir. Und ich will, ich habe eine leichte Hütte, ich lebe alle, ich wohne in Deutschland gewohnt. Nee, sie, Deutschland, das will dann, das wird 2003, das will so eine andere Welt. Und ich habe ein Cedula, ich habe nicht mal ein Passaport oder was. Und die fangen mir an zu sagen, aber wenn der Tiet an der Bank vorig ist, dann fliegt doch nicht Deutschland. Und ich dachte, mein Bauer saß, meine Eltern saß, im Stall, wo wollen die mir ein Ticket nach Deutschland betonen? Und dort wird ich verdenkt, dass, ich könnte absparen, aber das wird nicht ein paar Sachen getan, habe ich so wie bloß Teenager-Geld. Und ich fand dort, die Menschen fangen mir an, wird man so mit der Frage, was weißt du? Was war der Jahr mehr forschen? Welche war der Wajchmoaka Nr? Welche war der Malti? Was weißt du? Ich fand an zu sagen, weißt du was? Ich fliege in Deutschland. Was weißt du da? Na, das weiß ich nicht, aber ich war noch am Fliegen. Ich habe ja nicht 2 Jahre in der Bank geschafft, jetzt nicht, fange ich an, besser zu bleiben. Da können noch eine Verändernis kommen. Und dann, hier eine Familie, die wirklich in Deutschland dort so interessiert wie, da haben sie vor, und dort sie sagen, weißt du was, wenn du kommen wirst, die hat hier ein Apartment für die, mit einem Banjo, ein bisschen Sofas, und du kannst kommen an sich abpassen. Und ich will so hier, ich dachte so, wie ist so ein Weich. So, die betonte mein Passport, die betonte mein Visa, die betonte sogar, dass ich nach Brasilien Lizenz mag, Vorerschien. Und dann vertelde die mir, was ich in Deutschland tun würde. Und dat weer wegen weiter. Die hadden 3 behinderte Kinder, dat wäre nicht ihre eine, das wäre Pflegekinder. Das ist Kinder, die dat wie ihre Arbeit, die Kinder abpassen. Und sie sehen, wie brücke Haupt, wenn du kommen wirst, kannst du kommen. Und ich, die 18 Jahre, ich dachte so, naja, bei den Oberschwestern mal irgendwann ein Kind, die Bruder, ich war ja auch verstanden. Und so kam ich dann nach Deutschland. Und ich schreibe, wenn jeder Leute hier schreibt, meist heißt er kommt mit Covid, ich schreibe meist heißt er kommt mit Wengletuschen. Man, von einem großen 8-jährigen Jungen, die Behinderten, die anderen, die nach da, die muss ich so festmachen aus dem Sappo, auf einen großen Dash. Die muss ich, wenn ich den nicht festmache, dann mache ich einmal den Wengel oben, das erste, was ich da, die sind hängen und dann schmiert ich. Da wäre ich nicht, dass wo sie ich angekommen. Dann hat er noch ein anderes Mädchen, das wir aufmördert, das hat er vielleicht, ich weiß nicht, aber vielleicht 12 oder 13 Mal wieder operiert worden, die hat keine Finger, die hat bloß so eine Muschel, und hier wäre so eine Schraube, hier muss wie umdrehen, dass langsam Finger schaffen, die hat einen Wutter gehabt, die hat alle wegen Schläuche, und dann, wenn die zu viel Wutter im Kopf hat, dann pischt er den ganzen Tag, wie haben, ich weiß nicht, wie viel Wängle getischt. Und ich dachte so, man, ich komme von Brasilien und ich will aber so hören, was andere. Und nu zie ik hier, ik zie die Tschechischen. Ik zie die wat hier reinmaakt, ik zie die wat hier halt eten maken. Dat wäre bloß 6 Stunden am Tag. Aber dat wäre die 6 Stunden. Ich musste die Tschechen eine Geschichte vertellen. Die saßen bloß und bewegten sich. Und ich dachte so, was haltet, wo sie ich angekommen? Gott, was hast du mir hier angebracht? Dem diese Tschechen anpassen. Und Gott sagt immer zu mir, leif dich, schier dich, strecke dich, sieh dich uit, dat zijn meine Kinder. Die habe ich auch gemacht, ich habe auch noch einen Plan für den. Und ich weize die Wänge und ich wasche die Flur und ich strecke die Kinder und ich schrie innerlich. Ich sage, Gott, wie wird das so schön und wie wird das so weit. Ich sage, was ist dein Plan? Was bringst du mir in Deutschland? Ich dachte leider nie von so einer Geschichte von Deutschland, was ich sage. Ich dachte leider, bloß diese Leben hat leider Ärmel gewaschen oder gemalt. Und dann wie ich da 3 Wege.
Dat alles besiedeld in 3 weken. Ik wist het, ik wil bloos naar huis. En door wenig WhatsApp, door wenig Facebook oder wat immer, al het internet had. Ik had niet mal een e-mailadres. Dat einzige wat ik kan waschen aan mijn ouderen, dus nog onroepen. Dat wenig übervoeren, dat weet hier om Uhr muss man dat nog hullen. Vandaag zei die Tjinger, die zijn in phone system, die sagen dat nog systeem. So. En dan phone ik mijn ouderen, ik kan eenmaal de week. En ik wist het erg, ik dacht zo, wat ga ik dus van mij? Ik zei tegen God, weet je wat, morgen een weg, wijs me, wat du mir hier aangebracht hast. Ik kon dit meest niet. En dan weer, een dag weer zeer treurig en ik hield, en ik mocht de venster rein en ik vroeger aan me aan, want ik had niet de Ahnung van schneiden. Ik met hem slag waschen ingevroren. Na, stridstig waren eifrig. Dat is mijn gastmutter. Maar het leider een dag venster waschen wird nicht so sehr gründlich kalt ist. Nou ja, dacht ik, dan word je schness, ja, dat wordt je pas kalder en kalder. En ik ran immer met naar de hoge buiten en mijn hoor die veel vroeger mist. Maar ik wist het niet, dat het minus 10 is, oder so, dat man dan niet met naar de hoge buiten gaat. Maar immer Hans, 3 weken door. En ik wist het erg, ik dacht zo, wat ga ik bloos hier doen? Dan zei mijn Gastvater, du siehst so traurig aus. Ja, zei ik zie zo traurig. Jede Arbeit die nicht scheint, nee, zeg ik, dat is vies. Ik dacht zo, die morgen waschen, dat mir geht dat zo schlecht. En die Tjinger soll echt goed zijn. En dan zei hij, weet je wat, ik wil die metnemen. Ik voel daar een dienstkamp en ik wil die metnemen. Nou ja, ik voel met. Den ganzen Weg zongen die dienst. Leider, hupsten. En ik dacht zo, wo zie ik bloos? Ik zat hier, ik weet dan 20, ik weet dan nog veel graden hier. Aanvoer wie voor ik naar een stad, en dan kom wieder aan. Dan leidt hij wieder auf en zegt, weet je wat, ik wil nu met die dienst nog een super voor een Antwerpen, dat frische, wie wilde bij een Schau schlopen, kannst je allemaal hier blijven. Mensch, ik voel me zo einsam. En ik kan Deutsch, ik kan Hochdeutsch. Wir hadden ja eine Schau, Hochdeutsch gehad, aber dat, ik kan meest niet met mensen reden. Weet je, die reden hier dan van cool en van zo'n, wie dat wat ik nog niemand zie, die couch, ik dacht zo, wat is die couch, die is weer toch helemaal zo van, kom ik niet, dus leidt dat naar couch. En alles weer bloos cool en cool en, wie zelfs cool, wie es mij frisst zo zeggen. Maar Hans, ik kom daar aan, wie die Freizeit, en ik wil bloos roeren. Ik dacht zo, die Schlange, die hadden zo schrecklich veel Scholz, ramen Holz, dat die zag zo bloos nezen. En dat we grillig kalt, ik had niet mal een vernünftige jagd met. Mensen die zeiden tegen mij, dat schaffst du die in Deutschland. Maar ik weet 3 weken, ik ben nog niet mal een beetje voor een van de Antwerpen. Maar Hans, dan weet ik dan, ik ben derg met mijn leven. Weet je wat je moet derg zijn? Zijn je wel derg? Want we hier niet zo dat hij heeft gelogen, mensen, we zijn allemaal derg. En ik weet, ik ben alleen, ik ben 12.000 kilometer van thuis. En ik zag plus nog wandelen en tjingen en moest plus fouderen en waschen en dan wieder eine steht dat naam zich Gebetszimmer. So, wenn wir nochmal da sind, dann machen wir, die Bibel sagt ja, gut in die Stube, beten. Und dann gehe ich dann hin. Und dann sagt Gott, weißt du was? Ich ziehe vor dich mit dir. Du, ich habe 2 Jahre an der Bank geschafft. Ich habe sogar meinen Tänen besser fixen. Du bringst mir in die Stube. Was weißt du? Was soll ich hier? Met die Tjinger gaat dat zo schoon. Ik rood me. En ik rood betterlich. Ik schmijt me op de vloer en rood. Mijn Gastvater, wie voor een frühstück tjepen, die had me daar bloos afgeloot. Ik kan met Tjeikmensch reden. Wat een hond kwam. Een dikke hond. Wir op eenmaal früh. Die weer op eenmaal in dem Gebetszimmer. En ik hield das en sie zei bloos, was ist denn passiert? En ik zei, ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ik wil veel liever al meer waschen, Wajchmoaka oder wat immer, hier de Straße ran, als hier in dit Land zijn. Der liebe Gott hat dich hergebracht. Ich denke, liebe Gott, der hat mich nach Deutschland gebracht. Das kann doch nicht sein. Der hat dich hergebracht. Ich werde mal für dich beten. Ich will mal für dich beten. Und dann schneide sich dann mit mir an und dann bete und bete und bete. Und ik is het erg. Ik rood zo zijn. Ik weet ganz om mij. Daarom is het onze Gott, dat we maar om één zijn. Wenn es dann passiert wordt. Dan kan Gott wat maken. Zolang sie stolz sind und sagen, oh, mir hättet noch Gott, ich kann noch, dann kann Gott nicht. Und dann sagt sie, wie weiß Gott, aus ihre Augen abhebt, sagt sie, ich kann gar nicht singen.
Ich habe einen langen Gang gesehen. Und das ist ganz voll Stufe. Und jeder sieht sein Dere. Viel Dere. Und jeder der du aufmachen wirst, ist ein Geschenk für dich. Dachte ich, nicht nach Weihnachten geworden oder was nicht. Ich sehe, was für Geschenke. Geschenke mit Deutschland. Geschenke für dein Leben. Und ich dachte bloß an Winkel. Dass du dort sind, die Winkel, die ich da wechseln mache an den Weg. So hart wie mein Olders. Und sie sehen, ich sehe einen Gang. Ich sehe das Passillo oder das Flur oder einmal wieder nennen. Und ich sehe die Geschenke. Und du wirst die alle aufmachen. Gott hat die gebracht in das Land. Sehen die Kinder, bet für die Kinder, wäsch die Kinder. Sie ein Beispiel für die Eltern. Wie es dein Mann, dort wie ein Dienstlehrer, der wenig mal beziert. Bet für den Gastvater, weil er kennt nicht Jesus. Ich dachte so, Mensch, wer bist du? Und die sehen mich alles, die sehen mich. Sie trübhartig, scharf, Arbeit. Wie es für dort haben sie dich hergebracht. Die dürfen sich nicht aprovechar, das ist die Hand, das ist an dem, was du geschrieben hast, für 6 Stunden am Tag, aber Gott wird dir auch machen. Jeder Tag. Post bloß an. Das ist ein Wunderstück, was über dein Leben kommt. Mensch, dort noch alles an die Stunde passieren. So, ich vertrete, nur dass die Konferenz vorgetreten. Und dort will ich viel beten. Die Olders, die erst noch mal, sei schwor, und dort will ich sei schwor. Die Passillo wieder da, und die der wieder da, und die Geschenke, die kommen auch in mein Leben. Die kommen noch einmal, und dort kommt noch einmal von Deutschland. Und dort ist nicht Geld. So. Wenn du der ich bist, ich weiß nicht, wo deine Situation ist in deinem Leben. Ich kann die nicht. Die sind von Büte aller sehr Schmack. Aber ich weiß nicht, was das denn ist. Ich weiß nicht, mit welchem Ort du hier angekommen bist. Ich weiß nicht, was für eine Wingle du in dein Leben tischen lässt. Das sind vielleicht nicht Wingle, das ist Wingle, was wir kennen, aber das sind vielleicht andere Sachen, die sehr schwer sind. Vielleicht erst du in deine Eier. Vielleicht bist du in der Wetfrüh, du bist einsam. Vielleicht erst mit deinen Kinder, die sind vielleicht klein in der Brücke, ich weiß nicht, ob Kinder eine so Brücke, aber die Brücke sei ja eine Mama. Ich weiß nicht, was für ein Weg du die wünschst, den Gott soll wohl aufmachen. Aber Gott weiß. Und da ist eine Geschichte in der Bibel, in Johannes 5. Und dort ist eine Geschichte, wo Gott auch einen Weg aufmacht. Dort ist von diesem Trepel oder diesem behinderten Mann, Johannes 4, Vers 1. Aus das eben wir hatten die Juden ein Fast und Jesus ging auch nach Jerusalem. Da in Jerusalem ist dich beim Schopsput ein Water. Dort ein hebräisch Bethesda genannt wird. Und dort Water in anderen Water sind 5 Schottendecken. Hier lagen ein Schafkranke, Blinde, Gelähmte, in sich verbrückt gefeilende Menschen, die dort nur lüden, dort Water sich bewegen soll. Ein Engel scheint immer weiter nur eine gewisse Zeit drauf in Bewegung dort Water. Wer dort erste anstieg, wenn sich dort Water bewegt, wird gesund von seiner Krankheit. Nur wie da ein Mann, der da all 38 Jahre krank war, wie. Was Jesus dem dann da gesagt, in Antwort, dort er uns so lang gelegen hat, frug er an, bist du gesund worden? Der kranke Mann sagt zu ihm, Herr, ich habe keinen Mensch, der mich dort Water nennen hat, wenn dort Water sich bewegt. Und bald er kommt, sticht immer ein anderer Verminen. Jesus sagt zu ihm, steh ab, nimm den Bad und go. Eine ganz bekannte Geschichte. Das nicht steht, das sind voll kranke Menschen. Behindert oder gelähmt, krank, blind. Menschen, die sich verbrückt fühlen. Die werden da. Und Jesus geht da vorbei. Jesus geht noch ein Fast. Jesus gleicht auch Fast, nicht bloß wie. Er geht nach Jerusalem. Er geht da vorbei.
En hij zit tussen mensen. En wat hij? Hij dan. 38 jaar wat hij door je leven. Ik zie 37, een jaar alles ik. 38 jaar in een bad. Wie weet niet wat het uitje zijn heeft, dat bad. Aber sehr schmack, wat het niet uitje zijn haar, oder wat vielleicht niet meer schon direkt haben. En Jesus checkt hem aan en vraagt hem, was sie sind, warum? Und er sagt, aber da ist keiner, der dort Wunder bewegt. Bad ich da nicht, ob es soll immer einer für mich. Und Jesus sagt ihm, steh ab, nimm den Bad und go. Wann macht Gott ein Weg? Wann macht Gott ein Weg? Wann du op bist. Wann du op bist für ein Weg. Wann du in deine Lust, deine Kleider hast, in op deine Show oder was immer du hast. Wenn du einfach mit einer Kombi mitgehst, dann kann Gott ein Weg machen. Ich hatte kein News kommen zu mir und sagen, weißt du was, du hast morgen eine Interview, aber ich komme sowieso nicht durch. Wer sie ich? No. Wie näher nach Kleiderbad hilft euch. Wenn wir ob sind, dann wird Gott ein Weg machen. Solange als wir Mennoniten gouden frühes teilgeschloten sind, dann kann Gott nicht. Solange als in uns Gott der kleine letzte Schlädel ist, dann kann Gott nicht. Wir erwarten manchmal ein Wunder, wir erwarten so viel von Gott, aber wir sind manchmal so sehr teilgeschloten. Aus der Lode im Chaco über Melach. Wo sind die Lode? Tau, Heid, Sonne, dann Nutstern, wo immer das hier heißt. Tau. Gott kann bloß, Jesus kann bloß in diesem Leben was tun, wie es das Mensch obwie. Aber erst hat er noch eine Entschuldigung. Erst steht er noch, aber da, weißt Jesus, wenn ich bete mit, dann erst du alle. Und wie sind Kreuze? Wir haben immer eine Excuse, wir haben immer eine Entschuldigung. Wenn ich das ist so jässlich sehe, da wo ich anfange, von Gott zu reden. Oder manchmal, ich war erst noch in einem Center vor einem Jahr, oder ich war erst hier wie David Teufels gekommen, wie Leute von der Weg, oder was immer. Immer habe ich eine Entschuldigung. Meine Nummer schon mich erst was fragen, als ich mit Gott lebe, oder mein Mann, wenn ich mal was anfange im Terrain, über dort zu reden, dann ja. No. Wir haben immer eine Entschuldigung. Wenn meine Kinder erst traut sind, das ist nicht meine. Wenn die Kinder erst, ja, wenn die Kinder, nichts davon. Wenn Gott einen Weg aufmachen will, dann ist das mit Kinder, dann ist das mit Troubles, dann ist das mit Problemen, dann ist das, als wir nur schwanger sind, als uns kalt wird, wo immer wir uns feilen, dann will Gott einen Weg aufmachen. Nu, von dort. Weil wir bloß nicht noch eine Minute länger warten, wie es es reicht, uns Leben zu verändern. Und wie leben immer? Wie Gode frühes? Wie leben immer? Wenn uns Mann, niemand will in der Stadt, dann wo ich. Darf nicht mit uns Mund hören. Wenn wir einen Tag für Gott schauen, dann steht ihr dort nicht. Dann stehe ich da. Dann stehe ich da. Na, wird Gott mit mir reden? Na, wo ich ihm sage, weißt du was, nächstes Mal schaffst du die Interview für halb alle, wenn ich nach Antrag kann, wie eine Show kann antragen. Dann ist er nicht glücklich. Nee, das wollte ich ihm gleich sagen. Wenn sie ihn weich, das ist perfekt. Wir haben 4 Jahre Pacht geholt in Bolivien. Und als wir an der eine Stadt kamen, bin ich so froh. Wir können eine Stadt für 2 Jahre. Und das erste Mal, dass ich abwaschen wollte, dann stand ich am Sink oder an dem Abwaschen und ich checkte gerührt. Und ich kann die Nubbers singen. Und ich sagte Gott, all die Nubbers, die ich singen kann, wenn ich abwasche und wenn ich in ons Haus sehe, ich will für den beten. Mich so ganz Dank, dass sie die Olchane oder nicht haben, aber ich will für die beten, für den beten. Wir tragen ein bisschen Dollar ein Wöldner oder ein bisschen in der Stadt, wo wir wohnen, die heißt Villanueva. Dort wird Dollar dahin. Und ich sagte Gott, ich will nicht, dass hier jemand ist, wer für diese Familie beten, aber ich will für den beten. Und ich wasche einmal wieder ab und ich bete.
Und als sie nicht dort leben oder nicht, ich kann nicht dort leben. Da fehlt nur noch eine Obersch. Aber die andere, die haben alle ein Leben mit Gott. Da will eine Familie, die wird so verbessert. Die schreibt nicht mal ihre Dinge in der Show. So verbessert. Und ein Tag kommt eine junge Jugend. Und aus der jungen Jugend kommen sie zu mir morgen. Wer ist dort? Ah, dort ist der Lied, jung. Oh, Mensch, dachte ich. Für die, nur wahrscheinlich auch ein Gebet. Nu kommt die junge Jugend, dort weer zinnen. Dan zeg ik nach jeder, Mario wordt in zijn ouderen te Joy komen. Den anderen Tag, wo wir helfen nicht zu Joy. Wenn es halb die fängt ans Gottesdienst an, wohnt vor die Stunde bei uns, bei der Joy, den Oberschere. Früher, da ist so viel Kraft, wenn wir einfach Gott loten, den Weg aufmachen. Schritte Gott, bete Gott, den Wort ein Weg aufmachen. Hier im Chaco, hier mank uns. Wir haben große Trouble als Mennoniten. Wir fühlen uns immer maglich in die Gleiche, wenn das so viel maglich ist. Wir sind in unserer Joy, wir sind in unserer Familie, wir haben eine Fans mit uns oder wo immer wir leben. Und wir fahren in der Kooperative. Und wir wollen bloß nicht eine Veränderung. Wir wollen alles, das soll alles so bleiben. Da von Russland und alle Mennoniten das mitgebracht haben, weil wir leben alle still sind, weil wir nicht in Indien sein oder in Guaranis oder wenn man die Menschen heute die andere Kultur, dass Jesus entgelt ist. Wir kennen ja nicht mal Spanisch, kann ja nicht mal Guarani. Wir haben immer eine Utrede. Wann war ich mal mit meinem Mann über Jästliche reden? Wann da ich mir mal was sagen, weil wir nicht mal über Jästliche reden, nichts davon. Von dort zu oben, es kann nicht kommen. Kann je een man al aan kassieren? Dan red je mal über je jästliche Leben. Dann red je mal und frag je mal, wie bist du jästlich? Lest du deine Bibel? Betest du? Wie lange hast du vielleicht mit deinem Mann gebet? Vielleicht hast du dort schwor mit deiner Tschäja. Ich weiß nicht, was ich hier Dienstschäja habe. Ich hier immer. Das ist nicht so einfach. Das ist ein Wingelweizel, es ist noch Billard, es ist noch einfach aus Dienst. Grautreiche. Da ist kein Weg, den Gott nicht aufmachen kann. Und wenn deine Kleider nicht lösch sind in deiner Show und du bleibst schafft nicht, die wollen mich nicht nehmen, die wollen mich nicht nehmen, die wollen den Jungen nehmen, der ein Eisenbahn und so viel Eintrag ist, oder den Mial, der sagt, gut, der wird noch mal für 3 Minuten in der Peluquerie gekommen, der will auch. Aber wenn Gott ein Weich aufmachen will, dann ist ihm nur ganzen Mund. Dem ist nichts zu schuld. Wout ist deine Utrecht. Da braucht keiner das Wort bewegen. Da braucht kein Engel kommen. Da brauchst bloß du. Sei Gott, was Wort, hier sie ich. Hier sie ich. In diesem heutigen Chaco. Verbraucht mich einfach. Weil wir mal ab hier die Rede von, ich will besser werden. Oh, unser Ehe mag besser werden. Nichts davon. Verändert mit dem Mensch. Das hat nichts, wenn ihr die Jungen gehen und ihr werdet besser werden. Das hat ju nichts. Wenn es von besser wurde, habe ich nicht ein Leben mit Gott. Er will uns verändern. Er will von Schwur, weil er wird machen. Und von Rot will er bleiben machen. Er ist so kreativ. Hat nicht Angst für eine Veränderung. Nicht Angst haben. Angst ist nichts von Gott. Wenn Gott je tot hoort puttert en zegt, Gott nu je nobers, Gott nu je mannen, Gott nu je tjejer, Gott nu je scholen, Gott in den Krankenhäusern, wenn Gott dir sagt, dann Gott für uns. Und läuft nicht durch hier, weil ein Bett an Haus vor, wie es dann halt nichts. Nichts. Denn wenn du nicht auf Gott im Chaco hat gesagt, für eine Veränderung, dann habe ich das Land verändern. Und weißt du, von wem du da fähig hast? Nicht von Walter Neufeld und nicht von irgendeinem Evangelist, von die und von mich. Ob mich wagt er und ob die wagt er. Wir können alle nicht vor die durch. Wir sind durch mit diesem Covid. Aber alle sind wie gewassen. Oder sind die nicht gewassen? Dann fängt an zu wassen. Wie es das ist die Zeit, wo Gott tun hat. Nicht ein hoher Feld von meinem Kopf, weil ich nicht weiß. Und wo schwer die Situation auch ist, aus den Monaten super ist, und die Tschänger gehorchen, die nicht, die schmieden sich im super haben,
Wo immer je hand nicht Geld, je hand vielleicht eine Krankheit. Wo immer du die fühlst, dort ist ein Down. Wenn Gott einen Weg aufmachen will, dann will er das für dort. Nein, er will das nicht. Er ist bereit für dort. Manchmal glaube ich auch, bei meiner Vergangenheit, ich komme mit so einem Schwert heim, ich weiß, ich komme auch nicht in ein abgeschmiertes Butterbrot heim, habe ich gerade hier. Das will ich einfach. Niemals. Mein Papa in seiner Dollar fahren, meine Mann, wie immer, die war uns heute, die war alles gerade. Das sei ja pinje früh. Die schafft die Nacht und ich war da, wenn immer das Mann schafft, und dann, wenn ich schafft, dann bete. Und zu einem Haus komme ich. Ein Brederhaus, mein Haus. En werd maar zo wie van Breda. En daarna kon God mij gebruiken. Maar ik zei te God, ik weet nog maar 5 jaar als ik niet beziel. Ik zei, hier zie ik. Dit zie ik. Met deze charpa hast du mij gemaakt. Toen zei ik nu, voor spijkerrollen gaan, oder lange haar, oder karten haar, oder grote feit en dat kleine feit, dat God alles ändert. Der hat mich bloß mal in eine Farm eingeleitet. Das ist wie unsere Muffins in eine Farm. Und einer ist gerade an der andere ist Kram an der andere hat den Chocolate gerutscht. Und das ist bloß eine Farm. Uns ist dann immer so wichtig, wo wir von Güte sein. Aber Gott, die schickt nach uns heute. Und dort ist Zeit. Dort eine Veränderung passieren. In deine Familie. In die Community. Lohnt nicht bei der nächsten Generation. Wie viele Generationen werden wir noch warten? Nu will Gott in Wajchmoaka. Ich weiß nicht, wo dein Leben ist. Ich weiß nicht, wo das zwischen dir und Dämonen ist. Was das Sekretos sind, was du vielleicht auch in Jahr nicht ganz die Wahrheit verteilst. Was du in einer Angst lebst. Was du nicht Geld hast. Noch sehr. Aber je hat Gott keine Excusa. Das hat nicht ein. Was wäre das Letzte, was Jesus zu diesem Mann sagt? Steh ab, nimm dein Bad und go. Warum sagt Jesus nicht zu dem, steh ab und go? Warum sagt Jesus, nimm dein Bad mit? Können dort nicht alle geblieben? Dort wird ganz verpischt. Vielleicht bekalt. Da wird es schrummelt, da wird es lebt. Op dat pad. Op een oude bedrood, een sponghouder, of immer wieder naar daar leeft die Mensch. Waarom kunnen die dat pad niet doorlopen? Więc dat is de bewijs. Dat is de Geschichte, die wir mitnehmen. Dat is de Geschichte. Dat regt nicht 100 Wunder. Die Geschichte macht auch noch mitkommen. Dat wordt immer gezegd, wat immer je met God beleefd hat, als Frühes, als wundervolle Frühes. Schämt je nicht mit dort. Das zie ik, das hat Gott mir, das hat ich mit Gott durchgemacht, in vertalt dort. En jeder Kranz van dat jet. Wir reden immer. Über was reden wir? Über das Bad, und das hat geregnet, und da fehlt Regen, und das ist staubig, und ich will mein Haus waschen, und ich will abwaschen, meine Tschengen. Immer habe ich das selbst in uns Müll. Weil wir mal was nicht. Was anderes. Was Gott gefällt. Immer redet wie über den Covid, redet wie nur ein ganzes Jahr, ich glaube, Gott ist dort katzrig. Weil wir lieber reden, was Gott in uns Leben tun kann. Wie Steve will. Er ist sehr interessiert, eine Veränderung zu bringen. Und weil wir nicht weichfahren und glauben, wir sind ein Stab besser geworden. Wenn es von besser wurde, das hat uns nicht. Gott will uns verändern. So ist er in mein Leben ist. Und so ist er mich jeder Tag verändert. Und das ist nicht einfach. Das manchmal den Hesterkopf scheitert. Ich sie mir ist nicht herkommen. Mann, das fällt mir schwer. Mit 2 kleinen Kindern, 14 Stunden fertig. Aber jetzt muss die Covid-Test wiesen, schauen wir noch ein Dings an den Nesen. Wobei ich sie hier. Wie soll ich leben? Es ist nicht ein abgeschmiertes Butterbrot. Oder Peanuts-Butterbrot. Nein, immer schade, aber immer wieder. Nein, das Leben mit Gott, das ist eine Aventura, das wird beleben. Und wenn ihr irgendwie sind auch ältere Frühes. Und wenn ihr nicht trittschicke, auch mal die Augen tun. Wenn ihr trittschicke, wenn ihr Gott mal bejehend habt. Ich kann alle die Augen tun, ohne Angst.
hier wordt niks wegkomen. Ik zie hier, ik wil goed op je oppassen. Dan trekt nu je leven wat God je gevierd heeft. Je ouderen uit Rusland, je grootouders, op die vroeger wat hier vliegt van Durango zijn, of Rio Verde. Wo immer God een geschichte geschreven heeft, hij is met onze families geweest. En we blijven nog immer, dat we den Glauben zullen op Stelles uitleven. Und dat stimmt nicht. Die Bibel redet nicht, nimm den Bad und grof die an. Die Bibel sagt, nimm den Bad und go. 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 Da wordt. Verstärkt den Bad, wat Jesus kann sagen. Das stinkt, das wollen wir verbrennen. Nicht. Jesus sagt hier, schau ab und go. Go. Vertel die Menschen, wijs die Menschen, wat ik goed te doen heb. Wat immer du beleefd hast mit Gott, wo schwer das auch ist. Vertel die Geschichte wieder. Rete die Menschen, rete die Nobers, leer Menschen kennen, mach eine Reise, du wohn. Red mit dem Mann, ich weiß nicht, was dein Verhältnis mit dem Mann ist. Vielleicht ist das ein super, vielleicht hast du nicht mal Hoffnung. Hoffnung, ich will die von oben sagen. Hoffnung, die kleinste Sache ist Gott treu. Wir wollen nu beten. Wir wollen beten, dass über uns eine Veränderung kommt. Dass Gott in mein Leben und in dein Leben ein Weg aufmacht. Ein Weg, wo du mit am Taub bist, ohne Hund. Als du nu Wengel sind, als du Geschenke sind, als du die Kirche bist, als du vielleicht bist du Meid, viele Frühs. Und manchmal, also bis im Leben, man ist einfach Meid. Seid Gott, weißt du was, Gott? Ich sehe Meid. Ich habe vielleicht auch, wir haben 10 Monate Baby, so ich kann mir nicht denken, oder in 10 Monaten habe ich vielleicht 3 Nächte durchgeschlafen. Ich sage auch noch manchmal zu Gott, ich sehe Meid. Aber jeder Tag gibt er mir die Kraft. Nimm die Geschichte mit, nimm die Bad mit, wenn Gott die nu abheeft und vertelt hat. Hol dort nicht mehr stellen. Hol dort nicht stellen. Du kannst mit Gott reden. Du kannst ihm dort sagen, du brauchst nicht nur auf Stelles beten. Und wenn die noch was dort nicht hier, dann fangen die an zu fragen, wie es der Haft ist, mit Sache begriffen. Rede Gott. Sei einfach Gott. Gott, hier sehe ich. Mag du ein Weg, wo kein Weg ist. Als ich nu reit zie met mijn Kleider an der Lusch, als ich Geld habe oder nicht, aber mag du ein Weg, wo ich kein Weg sein. Wens Gott wird die helpen, Hij wird die vieren, Hij ist der Grootste, was für dort interessiert ist. Und das kann eine große Sache sein in deinem Leben, aber das kann auch das Kleinste sein. Das Kleinste. Vielleicht ist so eine Person, die auf die Weile mag. Vielleicht kommst du mit einer Familie heim, oder man gebraucht wird. Vielleicht also tust noch bei dir so. Vielleicht hast du noch nicht mal Jesus persönlich kennengelernt. Ich weiß nicht, wo das geht. Aber Gott kennt ihn heute. Und du kannst an dort sagen, er hat die in Müll gegeben. Alle haben wir in Müll. Alle. Wir waren nicht ohne Müll geboren. Du kannst an dort sagen, Jesus oder lieber Gott, so feiert mich. Komm und go mit mir den Weichtaub. Mag mich nicht beten, aber veränder mich. Für mich, dass ich ein Leben habe, das sich lohnt. Mit meinem Montag. Oder was ich allein sehe. Mit meinen Freunden, mit meiner Freundschaft. Und halt mich über die zu reden. Und von die zu vertellen, dass wir das nicht immer als Letzte daran denken. Aber als Erste. Wenn Gott freut sich, wenn wir von ihm vertellen. Er freut sich. Er freut sich. Und nun noch das Letzte. Wenn du Bad von dort noch nicht begriffen hast, wie es Gott dir gemacht hat, das gibt bloß eine Ursache. Das gibt eine einzige Ursache, warum er die in uns alle gemacht hat. Natalia, das gibt bloß eine Ursache. Weißt du, wann das ist? Willst du weiter, wie du lebst?
Weet je wiens wat wie leven? Ademt mal. Holt mal Luft. Ist so. Weet je wiens wat Gott dort noch zulässt? Wiens jeder einer von uns ist geboren, ihm zu ehren. Wir leben auf dieser Welt, ihm zu ehren. Bloß gehört zu ehren. Ich bin geboren, ich lebe, Gott zu ehren. En dat is nooit waar schijnstein baat is. Dat is nooit waar hem nu komt. Of waar die hem nu uitzet. Dat is ganz en nooit. Neem dat en breng dat weer. Ik wil hier in Bolivien wat im Tag passieren, wat manche vergessen. Da zie ik niet verantwoordelijk, dat zijn die. Ik wil hartje wat God in dit schöne Chakoland doen wird. Dat is van jou afhängig. Fragt ihn, wie es regnet mit ihm. Mit wem soll regnen? Tot diese Menschen alle Jesus kennen. Mit uns. Wie früher, wir kennen sehr viel. Wir kennen hier ein Kind und eine Brust haben, und hier können wir noch Keyboard spielen, und dann haben wir hier noch einen Beruf. Wir kennen 5 oder 10 oder 20 Sachen auf einmal, wir kennen das. Gott hat uns ganz besonders geraubt, dass wir mit uns leben. En dat fängt hier an. En dat is een oude stal. En dat is een brede en fijne stal. Hier fängt het